So, jetzt sind wir da wieder zurück, in unserer Festung. Wir gehen schauen. Ich bin froh, dass ihr alle sicher zurück seid. Wie ist es gelaufen? Kian war fantastisch. Er hat uns sogar das Leben gerettet. Ich hätte den Pfeil gefangen. Ich weiß, aber getan hat es Kian. Und das war fantastisch. Gibt es Neuigkeiten über den Informanten? Wir haben ihn zur Befragung hergebracht. War das klug? Jetzt kennt er unseren Aufenthaltsort. Das wird nicht lange ein Problem sein. Für euch vielleicht nicht, Liko. Aber für mich ist es ein Problem. Wir richten unsere Gefangenen nicht einfach hin, wenn wir mit ihnen fertig sind. Wie ist der Rest eurer Mission gelaufen? Alvane befolgt unsere Anweisung. Er hat seine Aufgaben zu unserer Zufriedenheit erledigt. Das Endergebnis war akzeptabel. Hey, Mann, jetzt mach uns mal nicht so runter, Liko. Es freut mich zu sehen, dass ihr drei zusammenarbeiten könnt. Während ihr weg wart, haben wir Neuigkeiten erhalten. Sehender Bob? Genau so ist es. Wie die meisten von euch wissen, wurde schon seit Wochen erwartet, dass die erste der 6 in Markuria eintrifft. Nun, sie ist angekommen. Ihr Wolkenschiff hat vor nicht mal einer Stunde am Turm angelegt. Und sie ist nicht allein. Die erste ist die oberste Autorität der Asadi. Natürlich reist sie nicht allein. Gut, gut. Aber ich rede nicht von Leibwächtern oder Kammerzofen und dergleichen. Nein, sie hat wirklich interessante Gesellschaft. Einen gewissen General Hami. Zusammen mit einer Mutter Utana. Was habt ihr gesagt? Hami, General. Utana, Mutter. Kennst du die? Ja. Und Sie begleiten die erste der 6? So heißt es. Woher wisst ihr das? Habt ihr Augen innerhalb des Turms? Nicht innerhalb, nein. Aber am Boden, hier und dort, nahe genug. Manche erzählen Geheimnisse gegen Geld weiter oder um ihre eigenen Geheimnisse zu schützen. Andere sympathisieren mit den Magischen. Und einige sind unzufrieden mit Sahia und ihrem Schoßhund Wemmen. Sie haben immer noch das Sagen in der Stadt. Es heißt, sie seien vertraut miteinander. Eine Schwester und ein Soldat. Das ist ein Kapitalverbrechen. Tja, Junge, da Sahia die Kirche hier in Markuria beherrscht und Wemmen den Staat, gibt es nicht viel, was irgendjemand tun kann. Wenn es jemand kann, dann General Hami und Mutter Utana. Ihr kennt sie wohl gut. Ihr wusstet es. Ihr wusstet, dass sie kommen. Und ihr kanntet meine gemeinsame Vergangenheit mit ihnen. Deswegen habt ihr mich befreit aus... Na Ahne, endlich. Was gibt es Neues aus Miria? Liko, Hirtin. Der Wiederaufbau schreitet voran und... Oh, die sieht da gut aus. Alvane, ihr seid wieder auf den Beinen. Wow, die sieht gut aus. Aber wieso die Verräterin? Die Verräterin. Sie hat den Widerstand hintergangen, um sich selbst zu retten, und jetzt ist sie wieder hier? Wissen die nicht, wer sie ist und was sie getan hat? Moment. Ich muss es ihnen sagen, bevor sie flieht. Ah, das ist vom 2 her. Die Verräterin. Was macht diese Hexe hier? Sie wissen offenbar nicht, wer sie ist und was sie getan hat. Wenn ich es ihnen jetzt erzähle, ist sie tot. Ich muss sie allein zur Rede stellen. Es geht Ihnen allen gut. Beim Wiederaufbau... Entschuldigt, Hirtin, aber ich bin müde. Ich werde mich in mein Zimmer zurückziehen. Natürlich. Reden wir morgen weiter. Das gilt für uns alle. Es ist spät. Wir kommen nach dem Frühstück wieder zusammen.
Ihr wusstet, dass sie kommen. Der General und die Mutter. Deswegen habt ihr Kapitän Bachim in die Mönchsfeste geschickt. Deswegen habt ihr mich befreit. Kian. Liko hatte recht. Ihr benutzt mich. All das Gerede, ich sei ein Symbol, ich sei wichtig für... Schließt das eine das andere aus? Ihr seid ein Symbol. Ihr seid ein Krieger. Und jetzt seid ihr ein Rebell. Ich wusste, dass sie kommen, Utana und Harmi. Und von unseren Spionen in Sadir wusste ich, dass ihr den beiden verbunden seid. Wir sahen eine Gelegenheit und wir schickten Bachim, um euch zu befreien. Ihr seht, dass wir verzweifelt sind, Kian. Besorgt, allein. Die meisten Menschen haben schon aufgegeben, eingelenkt, sich mit dieser neuen Welt arrangiert, mit den Asadi. Viele haben die Magischen vergessen oder sich dafür entschieden, sie zu vergessen. Sie führen ihre Leben weiter, auch wenn wir das nicht können. Unsere kleine Schar ist alles, was vom Widerstand übrig ist. Wenn wir verlieren, dann ist alles verloren. Unsere Leben, unsere Hoffnung, unsere gesamte Zukunft an die Dunkelheit verloren. Ich werde alles tun, um mein Volk zu retten. Schreckliche Opfer bringen, Lügen verbreiten, alles. Würdet ihr das nicht auch, Kian? Also ja, ihr seid ein Werkzeug und ihr seid ein Symbol. Unsere Geheimwaffe, der Schlüssel zu unserem Überleben. Es war ein langer, ermüdender Tag und es gibt immer noch viel, was ich tun muss. Wir können unser Gespräch ein andermal fortführen. Okay. Ja, meine Hunger werde ich noch annehmen. Ich mag mich nicht besinnen im 2. Es ist halt schon. Ich glaube, dort ist sie an einem Ort, ist sie auftaucht im zweiten Teil. Longest Journey. Dort irgendwo. Aber ja, natürlich, ich mag mich nicht mehr besinnen. Ich mag mich wirklich nicht mehr besinnen. Jetzt sollte ich schauen, was das ist. Ich glaube, nein, hier nicht. In den Quartieren, da dahinter. Ist da etwas in meinem Quartier? Nice. Nein. Ist das? Ja, da ist sie. Hi. Sally. Ich habe euch erwartet. Warum habt ihr mich da drin in Schutz genommen? Ihnen nicht gesagt, was ich getan habe. Ist nicht und wer ich nötig wirklich bin. gerade. Ich habe sie als Verräterin bezeichnet. Aber sind wir so verschieden? Ja, hä? Für die Entscheidung blieb mir nur ein Augenblick. Das genügt nicht, um das Leben einer Person abzuwägen. Es war ihr Portal, mit dessen Hilfe ich aus der Feste entkommen bin. Sie hat meine Wunden geheilt. Sie wusste, ich könnte sie entlarven und trotzdem Ja, es hat hat sie da mein Leben etwas, hä? gerettet. Ich habe nicht vor, ihr Geheimnis zu schützen. Nein, Ihr das da. selbstloses Es war ihr Portal, mit dessen Hilfe ich aus der Feste entkommen bin. Sie hat meine Wunden geheilt. Sie wusste, ich könnte sie entlarven und trotzdem Oder hat sie mein vergeben. Leben gerettet. Ich habe sie als Verräterin bezeichnet. Aber sind wir so verschieden? Ja, das. Es war ihr... Warum habt ihr mich gerettet? Weil es euch schlecht ging. Weil ihr mich brauchtet. Weil ihr ohne meine Hilfe gestorben wärt. Ihr wusstet, dass ich allen erzählen könnte, was ihr getan habt. Das machte für mich keinen Unterschied. Der Widerstand braucht euch. Also habe ich meinen Teil getan. Dennoch seid ihr eine Verräterin. Ich habe den Widerstand hintergangen. Aber bevor ihr entscheidet, was ihr mit mir macht, werdet ihr mich anhören. Selbstverständlich. Jeder verdient es, angehört zu werden. Sprecht. Als ich euch sagte, wo unser Stützpunkt war und April verriet,
Da dachte ich, ich würde eine Person opfern, um alle anderen zu retten. Aber viele starben. Genau, die April ist Das gestorben. hat mir schwer zu schaffen gemacht. Ich habe meine Motive in Frage gestellt. Habe ich April hintergangen, um die Schiffsladung mit Vorräten und Medikamenten zu retten? Ohne die hätten viele gelitten. Die Alten, die Kranken, die Kinder. Oder habe ich den Widerstand verraten, um meine eigene Haut zu retten? Von den Asadi wäre ich hingerichtet worden. Ganz ehrlich, ich weiß es nicht. Vielleicht war es ein bisschen von beidem. Vielleicht sind die Dinge nicht so schwarz oder weiß. Wir können nie wirklich wissen, welche Konsequenzen unser Handeln haben wird. Wenn ihr mein Geheimnis bewahrt, kann ich weiterhin helfen. Ich bin dem Widerstand von großem Nutzen, trotz meines Verbrechens. Stellt ihr mich bloß, werden weitere Leute deswegen leiden. Aber der Gerechtigkeit wird Genüge getan. Wozu das auch sein mag. Es ist eure Entscheidung, Alvane, nicht meine. Wie entscheidet ihr euch? Was werdet ihr mit mir machen? Jäderli, nein, ich sage nichts drum. Was bringt das noch? Nichts. Sie ist wichtig für den Widerstand. Ohne sie wäre er noch schwächer. Ich muss ihr Geheimnis bewahren, welche Konsequenzen das auch haben mag. Wie auch immer sie ihren Verrat rechtfertigt und unabhängig von ihrer Bedeutung für den Widerstand, die anderen haben es verdient, Bescheid zu wissen. Naanes Schicksal muss in ihrem... Das wäre eben auch so, oder? Weil wenn sie es nicht wissen und ja, es ist eben auch, gell? Wenn sie es nicht wissen. Nein, ich sage nichts. Sie ist wichtig für... Sage nichts. Ich werde auf euch aufpassen. Ich verspreche euch, dass ihr eure Entscheidung nicht bereuen werdet. Ich werde meine Sünden büßen und dem Widerstand dienen. Ich stehe in eurer Schuld, Alvane. Für immer und ewig. Ihr habt mein Leben gerettet. Aber eines Tages werde ich euch vielleicht trotzdem auffordern, etwas für mich zu tun. Ich werde bereit sein. Okay, mal, das ist richtig. Das ist gut Entscheidung. Die erste ist unterwegs. Hat sie ihn erwähnt? Ich glaube nicht. Ihr wisst, dass sie General Hami und diese Mutter mitgebracht hat? Utana. Das bedeutet gar nichts. Die Rückkehr des Generals ins Nordland war fällig. Was ist mit der Mutter? Gerüchten zufolge soll sie die nächste Anwärterin für den Stuhl sein. Sie will sich beteiligen. Sie war auch die mitfühlende Seele, die Alvane praktisch großgezogen hat. Sie brachte ihn zu Meister Gamon und finanzierte seine gesamte Ausbildung. Beim Licht. Sie könnte ein Problem werden. Aber was können wir machen? Keiner von ihnen darf erfahren, dass Kian noch lebt und beim Widerstand ist. Dafür sorgen wir. Herrin, eure Anwesenheit hier ehrt uns. Schwester Sahir. Das ist ein beeindruckendes Gebäude. Wie es scheint, hat eure Arbeit hier Früchte getragen. Das glauben wir in der Tat, Herrin. Wir heißen euch in Makuria und dem Nordland willkommen. Falls ihr irgendetwas braucht, lasst es mich wissen. Mutter, es freut mich, auch euch zu sehen. Euch beide hier zu haben, ist eine große Ehre. Durchaus. Der Stuhl möchte wissen, wie die Mission vorangeht, wie die Nordländer mit dem Übergang zurechtkommen und wie viele von ihnen das Licht der Göttin angenommen haben. Wir werden darüber reden und über vieles andere. Zunächst haben wir jedoch Abendessen für euch alle vorbereitet. Ich hoffe, ihr werdet mit mir speisen. Recht so. Ich für meinen Teil bin sehr hungrig. Das Essen auf diesen Wolkenschiffen... General, ich hatte nicht erwartet, dass ihr so bald zurückkehrt. Ich auch nicht. Was ist mit den Dingen, die ich über Kian gehört habe? Ja, was ist mit dem Apostel? Es schmerzt mich, euch mitzuteilen, dass Alvane bei einem Aufstand umkam. Er war unter Androhung der Todesstrafe bis zu eurem Besuch inhaftiert, Herrin.
Leider schleusten die Rebellen ihre Agenten in das Gefängnis ein. Sie brachten ihn um und verbrannten seine Leiche. Die Lüge, hä? Möge die Göttin seine unsterbliche Seele zum ersten Berg geleiten. Mit allem Respekt für euch und den Stuhl, Mutter, aber Alvane war ein Verräter. Er wandte sich von der Sache ab und... Darf ich euch erinnern, Schwester, dass der Apostel nie seines Titels enthoben wurde und daher weiterhin eine angemessene Anrede verdient? Und darf ich euch auch erinnern, dass ein sogenannter Verrat ohne ordentlichen Prozess und ein Urteil durch die erste der 6 eine bloße Anschuldigung bleibt, nichts weiter? Jetzt, da er nicht mehr unter uns weilt, erfahren wir vielleicht nie die Wahrheit. Aber unserem Volk wird nicht verkündet werden, dass der Apostel ein Verräter war. Mutter. Was sagtet ihr, wie er gestorben ist, Kommandant? Erstochen, bei einem Aufstand. Sie haben seinen Körper verbrannt, hoffentlich nachdem er verblutet war. Wir konnten das Gefängnis erst am nächsten Morgen zurückerobern. Ich werde die Feste selbst inspizieren müssen, Kommandant. Und die Wachen und die Gefangenen befragen. Gewiss. Ich werde in ein paar Tagen Vorbereitungen für euren Besuch treffen. Spart euch die Mühe, Vermin. Ich begebe mich direkt morgen dorthin. Ihr müsst euch keine Umstände machen. Ich bin sicher, ihr habt Besseres zu tun. Wie ihr wünscht, mir. Wie geht es mit dem Apparat voran? Alles ist im Zeitplan, Herrin. Die Techniker arbeiten Tag und Nacht daran, die Röhren zu verbinden. Wir rechnen damit, dass wir ihn gemäß Planung in Betrieb nehmen können. Ich habe die letzten Anweisungen aus Sadir mitgebracht. Die Baumeister werden die noch verbleibenden Modifikationen per Wolkenschiff schicken. Und wenn der Prophet zurück ist, wird er den Apparat inspizieren, bevor wir ihn einschalten. Habt ihr nicht mit ihm gesprochen? Seit vielen Monaten nicht mehr. Aber er wird hier sein, wenn die von der Göttin gestellte Aufgabe abgeschlossen ist. Nur er wird wissen, wie man den Apparat in Gang setzt und seine Botschaften interpretiert. Natürlich. Würdet ihr beiden mich nun bitte an den Esstisch begleiten? Die Küche ist sicher besorgt. Das Essen könnte kalt werden, bevor wir Platz genommen haben. General? Kommandant? Bis morgen, Schwester. Mutter? Gebieterin? Vermin, wenn ihr mit mir in meinen Gemächern speist, habe ich viele Fragen an euch. Natürlich, mir. Erzählt mir noch mal, was in der Feste geschehen ist. Ja, die lügen die an, hä? Das wird dann noch spannend.